Dober Popoldan, guten Nachmittag. Damit sind meine Slowenischkenntnisse leider schon zu Ende. Aber ich habe mir heute in der Früh noch vor dem Frühstück erlaubt, meine Präsentation, die immer zweisprachig ist, zu verändern, und zwar von Deutsch-Italienisch auf Deutsch-Slowenisch mit Hilfe eines amerikanischen Konzerns. Ich hoffe, er oder sie hat gute Arbeit gemacht. Wenn es nicht so sein sollte, bitte aufschreien, dann können wir einen Verbesserungsprozess starten. Ja, mein Name ist Matthias Finker, ich wurde schon vorgestellt. Es freut mich sehr, dass ich heute diese Euregio, Tirol, Südtirol, Trentino, nicht Nordtirol bitte, weil meine Osttiroler Schwiegereltern sind da sehr allergisch auf diese Reduktion von Tirol auf nur den nördlichen Teil. Es ist das gesamte Bundesland Tirol hier Partner, dass ich diese Kooperation vorstellen darf bei einer Tagung, wo es um Minderheiten geht. Und wir haben im Bundesland Tirol keine autochthonen Minderheiten. Wir haben ein paar Sonderfälle wie Ötztaler und sowas, keine Frage. Oder Ischgl, weil unsere Kernkompetenz heute auch schon angesprochen wurde mit dem Après-Ski. Aber wir haben die Minderheitensituation im Süden, und da darf ich vielleicht ganz zwei Worte dazu noch bei dieser Tagung verlieren. Erster Hinweis, Expertin sitzt dort auch, die Martha Stocker, ehemaliges Mitglied der Südtiroler Landesregierung und der Regionalregierung, und Günther Rautz natürlich. Aber für uns als Europaregion ist es schon wichtig, im Bewusstsein zu haben, dass dieser Raum, und uns fehlt die slawische Komponente hier, aber auch zwei große Kulturräume verbindet, und zwar den deutsch- und den italienischsprachigen Kulturraum. Und das hat es immer getan. Wenn der Kaiser runter ist zum Papst, dann ist er bei uns durch. Keine Frage, eine Aufwertung. Wenn der Goethe die Zitronen gesucht hat im Süden, dann ist er bei uns durch. Das war immer ein Raum des Übergangs, und eines ist wichtig, und das heute auch hier zu sagen: Ein Pass ist für einen Tiroler niemals eine Grenze. Das haben wir erst mit dem Ersten Weltkrieg bekommen. Das war immer ein Übergang über die Täler, kirchlich, sprachlich. Das war nie eine Grenze. Die Grenzen waren immer außen, wo das Land flach wurde. In Kufstein zu den Bayern, in Bern, wie man auf Deutsch sagt, Verona zum Süden. Das waren die Grenzen für uns Tiroler. Also wir sind ein Bergvolk und haben uns da auf beiden Seiten immer wohlgefühlt. Die Minderheiten sind heute in Südtirol und im Trentino. Zwei Worte dazu, wie ich angekündigt habe: Deutsch und Ladinisch. Ladinisch die älteste Sprache, die sind in den Dolomitentälern zu Hause, Gott sei Dank, kompakt und sehr lebendig. Das muss man dazu sagen, wir sind stolz auf unsere ladinische Minderheit. Auch im Trentino, im Fassatal. Dort gibt es auch deutschsprachige Minderheiten in der Nähe vom Caldonazzo-See, ein bisschen östlich von Trient, und zwar im Bersental, wie Sie selber sagen, und in Luzern. Aber da wird nicht Tirolerisch gesprochen, sondern Bayerisch. Das ist ein altbayerischer Dialekt, die damals mit der Besiedelung dorthin gekommen sind und die Sprache behalten haben, einige Lautverschiebungen nicht mitgemacht haben und da sehr urtümlich heute noch sprechen, aber auch natürlich eine Minderheit sind. Und in Südtirol haben wir die besondere Situation, dass die deutschsprachige Minderheit natürlich durch den Wechsel zu Italien 1918, 1920 in dem Zeitraum zur Minderheit in Italien wurde. Und ich glaube, Martha, das dürfen wir schon sagen, auch die italienischen Bewohnerinnen, die italienischsprachigen Südtiroler, die sind ja vielfach zugewandert. Es gab fast keine in der Monarchie damals. Natürlich auch in einer sehr seltsamen Situation sind, weil sie sind Staatsvolk, keine Frage, Italiener in Italien. Aber wenn ich rundherum deutschsprachige Realitäten habe und einen Schritt aus Bozen heraus mache, dann bin ich auch irgendwo, vielleicht hoffentlich nicht im falschen Film, aber in einer nicht gewohnten Umgebung. Und da kann man natürlich auch diskutieren, welche Rolle oder welche Position diese Gruppe hier hat. Wichtig ist für uns, dass die Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino nur dann funktioniert, wenn sie auf Respekt aufbaut, wenn man sich gegenseitig schätzt und wenn man diese Vielfalt in sprachlicher und auch in kultureller Hinsicht als Bereicherung empfindet. Das wollte ich jetzt noch vorausschicken. Ich möchte auch einen Dank aussprechen. Wir haben oft Veranstaltungen, wo nur über Gutes berichtet wird, was alles super ist und was toll ist und was funktioniert. Ob es so ist oder nicht, sei dann dahingestellt, dass jemand so offen auch über
Schwachstellen spricht, ist beachtlich und ist vielleicht auch ein kulturelles Thema. Vielleicht tun sich da die Lutherischen, die Preußen ein bisschen leichter, sozusagen, wie wir katholischen Süddeutschen, unter Anführungszeichen, es uns damit tun. Aber steigen wir ein ins Thema. Ich habe mir vorgenommen, diese Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, die ich seit 15 Jahren beruflich begleiten darf, in 3x3 Meilensteinen zu beschreiben. Und wir starten mit einem kurzen Video, das der ORF anlässlich einer Tagung in Bozen produziert hatte. Da geht es jetzt um einen geschichtlichen Einstieg zu uns. Zur Zeit des Vormärz, kulturgeschichtlich dem Biedermeier, gehörte Tirol zum Kaisertum Österreich. Es war ein Vielvölkerstaat und selbst die Grafschaft Tirol war nur auf der Landkarte eine Einheit. Sie bestand aus dem heutigen Tirol, Südtirol und dem Trentino. Die deutschen und die italienischen Quellen berichten kontrovers über die damalige Identität. Neben dem deutschen Tirol entstand der Begriff Trentino im Vormärz. Man wollte damit zeigen, dass man eigentlich los von Innsbruck wollte. Man fühlte sich als italienische Minderheit ignoriert. Die verschiedenen Kulturen zwischen Kufstein und Ala, ebenso wie die unterschiedlichen Sprachen, ließen keine gemeinsame Identität der Tiroler aufkommen. Natürlich war die Sprachgrenze nie fix. Im Mittelalter wird man in Trent noch mehr Deutsch gesprochen haben als im 19. Jahrhundert, das schon. Man muss sagen, man weiß es nicht, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, welche Identitätskonstruktionen etwa die Ladiner im Vormärz hatten. Also die wurden einfach als Halbitaliener bezeichnet. Das Ladinische als Identität gab es damals noch nicht. Dasselbe gilt für die Sprachinseln, Luzern und so weiter. Heute entdecken die 3 Regionen wieder ihre Gemeinsamkeiten. Grenzüberschreitend arbeiten sie an Problemen wie etwa dem Transitverkehr oder an verbindenden Tourismusprojekten. In die 70er, 80er Jahre hatte ja das Trennende überwogen, vor allem im Bezug zwischen Südtirol und Trient. Los von Trient war die Devise. Auch das Bundesland Tirol und Südtirol haben sich damals ein wenig auseinanderentwickelt. Ich glaube, jetzt muss man zunehmend die gemeinsamen Elemente betonen, um auch zu sagen, wir haben Entwicklungsperspektiven in Nationalstaaten. Das bedingt natürlich auch die EU als weiterer Rahmen und dass die Grenzen schon langsam verschwinden, dadurch aber die Regionen wieder bedeutender werden. Und es gibt ja viele Projekte, diese Euregio-Projekte und dass das Trentino, Deutsch-Tirol, auch Österreich wieder stärker zusammengebunden wird. Aber es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis das auch bei der Bevölkerung ankommt. Ja. Also Konflikte, Minderheitensituationen hatten wir auch schon in der Monarchie, nicht erst nachher. Wenn wir hier in Kärnten heute über die Euregio sprechen dürfen, dann dürfen wir vielleicht erwähnen, dass unsere letzte Tiroler Gräfin Margarete von Maltasch, beachtlich eine Frau im Mittelalter an der Führung dieses Landes, auch Herzogin von Kärnten war und mit dem Übergang an ihren, glaube ich, Cousin Rudolf IV., der Stifter von Habsburg, wurde dieses Tirol dann, Kärnten ein paar Jahre früher, glaube ich, Salzburg viel, viel später, Teil von Österreich und ist es de facto mit einigen Unterbrechungen wie napoleonische Zeit bis zum Ersten Weltkrieg geblieben. Der Erste Weltkrieg war natürlich bei uns dieses einschneidende Erlebnis schlechthin, die Teilung Tirols. Wie gesagt, es war nie ein Pass, eine Grenze. Der Brenner wurde dann zur Grenze und ist es natürlich heute noch. Und man sieht auch, dass wir im Land Tirol damals stark betroffen waren vom Ersten Weltkrieg. Also die Dolomitenfront hat dort natürlich auch zahlreiche Opfer ziviler und natürlich militärischer Natur gefordert. Die große Wende, und da kommt ganz viel Geschichte rein, da kommt natürlich dann die Zugehörigkeit zu Italien, dann kommt der Faschismus, der in Italien als erstes im ersten Land sozusagen Fuß greift. Da kommt dann natürlich Österreich, Austrofaschismus, das Deutsche Reich, die Option der Südtiroler, da kommt ganz viel dazu, der Zweite Weltkrieg, die Vertreibung und Vernichtung der Juden. All das ist bei uns natürlich in dieser Euregio auch passiert oder mitorganisiert worden, wenn man so will. Und dann kommt nach dem Zweiten Weltkrieg wie in ganz Westeuropa die große Wende. Und bei uns heißt die Wende hier Gruber-de Gasperi-Abkommen. Es waren die beiden Außenminister, Karl Gruber, ein Tiroler,
Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus unter Alcide de Gasperi, den kennt man vielleicht aus dem europäischen Bezug, einer der ganz großen Gründerväter Europas. Er war damals Ministerpräsident, später von Italien, damals Außenminister. Ein Trentiner, der in Wien im Reichsrat war und später dann in Rom im Parlament und dann im Vatikan für viele Jahre von Mutter Kirche sozusagen vor dem faschistischen Italien geflüchtet ist und versorgt wurde. Die haben beide eine Grundsatzlösung getroffen, die damals auf sehr viel Widerstand und Missfallen gefallen ist. Und zwar grundsätzlich, Südtirol bleibt bei Italien. Und es bekommt eine umfassende, wie es dort heißt, Autonomie in Gesetzgebung und Vollziehung in all den Belangen, die es betrifft. Das war ein kurzes Papier, wurde dann politisch über viele Jahrzehnte sozusagen dann erst umgesetzt. Im ersten Moment natürlich, muss man wirklich sagen, suboptimal, auch durch das Einbeziehen des Trentinos damals mit Südtirol in eine größere Region, wo die Südtiroler erst recht wieder eine Minderheit waren und dann mit, vielleicht sagt Ihnen noch Silvius Maniago was, kam das zweite Autonomiestatut, 1991 die Streitbeilegung, 1995 ist das passiert, was auch bei euch im Norden der Gamechanger schlechthin war, der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Und da haben wir Gott sei Dank etwas Freudiges zu berichten, dass dieser Schlagbaum der symbolischen Brennergrenze wirklich verschwunden ist, mit einigen Einschränkungen. Wir hatten 2015 die Situation, 15/16, mit dem Wechsel der Flüchtlingsströme von der Balkanroute auf die Mittelmeerroute, dass natürlich dort auch Überlegungen angestellt wurden und es wurde, glaube ich, auch einmal ein Zaun angekauft. Und Martha, du warst ganz vorne beim, da wehren wir uns, wir wollen nicht abgetrennt werden vom Vaterland Österreich in der Südtiroler Diktion. Und der Herr Doskozil damals war Verteidigungsminister, der wollte uns einen Panzerhafenbrenner schicken und den haben wir Gott sei Dank nie bekommen und nie gebraucht. Diese Grenze ist damals offen geblieben. Es wurden natürlich die Grenzkontrollen schon verstärkt, aber im Hinterland, in den Zügen, bei der Mautstation, aber nicht am Ort Brenner. Und erst mit Corona ist dieses Tabu gefallen. Und diese Grenze, das sage ich jetzt ganz emotional, war eine Katastrophe. Wir haben Familien gehabt, die nicht zum Begräbnis ihrer Tante durften. Das war irre. Wir haben Situationen gehabt, wo jeder eingesperrt war, egal ob in Österreich oder in Italien. Wenn ich von meinem Heimatdorf ins Nachbardorf nicht darf, ja, dann interessiert mich natürlich Wien oder Palermo nicht. Aber wenn ich in Südtirol, in Sexten oder in Siljan, in Innichen wohne und ich darf nicht zu meiner Tante nach Siljan aufs Begräbnis, aber ich kann nach Palermo fahren und ich kann vom Ötztal auf dem Bodensee und auf dem Neusiedlersee, aber nicht nach Sterzing, dann stimmt irgendwas nicht, gell? Und das hat uns getroffen und das hat uns existenziell getroffen. Wir waren mit der Europaregion, wir haben gewackelt, wie bei einem Erdbeben. Aber wir sind Gott sei Dank nicht zusammengebrochen, sondern haben damals versucht, den Turbo zu zünden. Und da reden wir nicht vom Jahr 1998, sondern natürlich von 2020, 2021, von diesen Jahren. Und wir haben hunderte Bürgerinnen und Bürgeranfragen jeden Tag beantworten dürfen und haben gesehen, wie katastrophal es ist, wenn man sozusagen von den fundamentalsten Dingen abgetrennt ist. Und da sage ich jetzt noch eines dazu, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Selbst Eltern konnten ihre Obsorgepflichten nicht mehr erfüllen. Italien hat einen Familienbegriff, der heißt Mann, Frau in einem Wohnsitz und alles andere ist uns relativ wurscht. Das heißt, der Tiroler Vater konnte seine Kinder am Wochenende, die in Brixen wohnen, bei der geschiedenen Frau nicht haben, nicht betreuen, monatelang nicht sehen. Und wenn das dann noch normal ist, dann war es ja nicht mehr. Und das war jetzt eine unqualifizierte Aussage am Schluss. Entschuldigt bitte, aber kommen wir wieder zurück zum seriösen Teil. Ein Video aus dieser Zeit zeige ich euch noch, weil das Thema Grenze ist wirklich bestimmend. Und bitte schaut euch die Gesichter der Menschen in diesem Video an. Das sagt alles aus, wie wichtig es war, dass dieser Grenzbaum wegkam. Da staunten die meisten Besucher gestern Abend nicht schlecht. Waren doch die Grenzbalken schon Stunden vor dem eigentlichen Höhepunkt abmontiert und einfach in ein Eck gelegt worden. 80 Jahre mussten sie dienen, hätten sich eigentlich einen festlicheren Abschied verdient. Es sind etwa gegen 17 Uhr von einer Firma im Auftrag der Finanz, hat man mir gesagt, abmontiert worden. Der Fiskus war also wieder einmal schneller. Ansonsten konnte aber schon rein gar nichts den Abend trüben.
Die Blasmusikkapellen von Gossensass und Gries am Brenner spielten, was das Zeug hielt. Und als dann auch noch die Schützen aus Nord- und Südtirol einmarschierten, ja, da wurde den über 1000 Festbesuchern ganz warm ums Herz. Landeshauptmann Wendelin Weingartner und sein Südtiroler Gegenstück Louis Durnwalder durften natürlich nicht fehlen. Danach ging es ab ins Festzelt, wo man sich bis zum großen Finale noch einmal so richtig stärken konnte. Die Stunde der Wahrheit. Zumindest bei den Landeschefs gingen die Uhren auch gestern noch anders. Als Höhepunkt ließ man es an den Staatsgrenzen nochmals richtig tuschen. Zum allerletzten Mal trugen auch die Gendarmen in trauter Zweisamkeit mit den Carabinieri den Grenzbalken. Das ist nicht traurig, das ist sehr, sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Kein mehr Kontrolle, kein mehr Grenze. Ganz ein wichtiger Tag in der Geschichte Tirols, glaube ich. Nach 80 Jahren Trennung zumindest einmal keine Personenkontrolle mehr. Und wie man heute an dem Fest sieht, das eigentlich ein ganz nettes, kleines Volksfest ist, haben viele Leute frei dran. Ich nehme den Hut. Der Autobahngrenzübergang Brenner heute Vormittag. Der offizielle Akt. Innenminister Karl Schlögl und sein italienischer Amtskollege Giorgio Napolitano sowie sämtliche politische Vertreter Nord- und Südtirols nehmen daran teil. Innenminister Schlögl versucht in seiner Rede, die noch herrschende Unsicherheit der Bevölkerung zu beschwichtigen. Die freie, offene Grenze darf aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht weniger Sicherheit für unsere beiden Länder und für die Bevölkerung bedeuten, sondern muss mehr Sicherheit bedeuten. Zum Abschluss sangen den beiden Innenministern italienische Kinder ein Willkommenständchen. Ein Tag der Freude. Ja, und auch ein Tag der Freude war dann einige Jahre später, und das war 1998, als der Grenzbalken verschwand. 2011 wurde zwischen Tirol, Südtirol und Trentino der gemeinsame EVTZ, Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit. Herr Klatt hat ihn schon angesprochen, heute auch ganz gut, eine Rechtsperson auf Grundlage des europäischen Rechts, wo jede öffentliche Körperschaft, egal ob die Gemeinden in Nord- und Südschlesien das machen wollen oder ob das Länder machen, ob da Mitgliedstaaten dabei sind oder die Wirtschafts- und Handelskammern, ganz egal. Und wir sind natürlich ein hochpolitischer EVTZ, wie man hier an der Vertretung sieht. Das sind die 3 Landeshauptleute von damals und das sind die 3 Landeshauptleute von heute vor dem zentralen Sitz der Euregio in Bozen, vor dem Waaghaus. Und das darf ich schon aus der Praxis auch sagen. Es ist eine sehr spezielle Konstellation natürlich, dass wir die Landeshauptleute hier im Vorstand der Euregio haben, weil das gibt uns natürlich rein formal juristisch nicht, die Juristen mögen es verzeihen, da gibt es Ressortprinzip natürlich, aber de facto mehr oder weniger Durchgriff oder zumindest eine gewisse Lenkungs- und Koordinierungsfunktion, wenn man so will, in alle Landesabteilungen und auch Landesbetriebe als Euregio. Und das heißt, da kann man dann wirklich sozusagen auch grenzüberschreitende Projekte realisieren. Wenn wir von der Euregio heute sprechen, dann haben wir 2020 das Haupthaus in Bozen bekommen, das historische Waaghaus mitten in der Bozener Altstadt. 2021 links ist in Innsbruck ein eher funktionaleres Gebäude dazugekommen, wo wir eine Ausstellung auch zur Euregio integriert haben. Und im Trient ist ein ganzer Palazzo, wenn man so will, der Euregio. Und das heißt, dass auch dort in den Mitgliedern der Euregio, für die Bevölkerungen
dort für die Interessierten die Euregio viel leichter zugänglich ist und wir mit ihnen gemeinsam arbeiten können. Dort finden Sitzungen auf Beamtenebene mit Expertinnen und Experten statt. Das zieht sich da durch. Ein Megaprojekt, wir haben von der Choralm gesprochen, gell? Wenn wir da in Kärnten sind, wenn wir ein bisschen weiterdenken, dann könnte vielleicht dieser Tunnel eine sehr gute Ergänzung zur Choralm sein. Hier sehen Sie die Hauptausrichtung natürlich des Brenner Basistunnels. Da geht es um die Nord-Süd-Verbindung, da geht es um die Verlagerung des Transitverkehrs, weil das, was der ORF da vorher gezeigt hat, gell, gemeinsames Problem Transit, das ist nicht die Brenner Autobahn im Normalzustand, sondern das war sie vielleicht in der Corona-Zeit. Normalerweise haben wir dort LKW-Kolonnen von Kufstein runter bis nach Verona, durchgehend 2,5 Millionen LKW pro Jahr und ca. 10 Millionen PKWs. Also wisst ihr, was auf der Brenner Autobahn los ist. Und diese Achse Nord-Süd wird 2032 hoffentlich fertig sein. Diese Achse wird auch unsere Euregio verändern, weil das Thema, was vorher mit dem Standortmanagement schon angesprochen wurde, und leider sind die zwei Kollegen zwischenzeitlich gegangen, Graz, Klagenfurt wird natürlich auch Innsbruck, da ist der Kollege da, gell, von der Werbung, genau, das wird auch uns betreffen, also Innsbruck, Brixen, Bozen können ein gemeinsamer Wirtschafts- und Arbeitsmarkt werden, weil heute fahre ich mit dem Zug und ich fahre sehr viel mit dem Zug von Innsbruck nach Bozen, 2 Stunden 10 Minuten mit dem Regionalzug, Durchschnittsgeschwindigkeit unter 60 km/h, also ihr seid da super unterwegs mit euren alten Strecken, aber ihr seid ein bisschen im flacheren Land, ihr habt auch keinen Berg zu überwinden. Das wird sich bei uns auf 45 Minuten reduzieren. Und dann bin ich für Tagespendeln interessant, weil es gibt ganz viele Tirolerinnen und Tiroler, die von Landeck, von Kufstein 45 Minuten nach Innsbruck müssen und auch von Brunneck oder sonst wohin nach Bozen. Also das ist normale Pendlerrealität. Mit dem Münchner Stau wurde mir gesagt, da geht es bis zu 2 Stunden für 40 Kilometer, aber es ist eine andere Geschichte. Der Brenner Basistunnel wird auch mit der Choralm vielleicht einmal Innsbruck über Kärnten mit der Steiermark verbinden. Eine Vision, über die man nachdenken könnte und sollte und die vielleicht auch ein Auftrag ist, vielleicht aus dieser Tagung heraus eine neue Achse mitzudenken. Die kann man durchaus bis Zürich oder sonst was weiter im Auge haben, weil derzeit fahren wir durchs Enstal, wo man auch die Blumen pflücken kann, beim Zugfahren gefüllt. Und dann haben wir Hochgeschwindigkeitsstrecken, die deutlich attraktiver sein werden. Und dem wie heißt der Wolfgangsee, der Wörthersee bei euch, den von der Bahnstrecke rauszufahren, ist natürlich das Schönste, was es gibt. Also habe ich gestern genossen, auch bei Regen schön. Was macht diese Euregio konkret? Und wir haben am Donnerstag letzte Woche Vorstandssitzung gehabt, da hat der Generalsekretär, derzeit der Südtiroler Kollege Dr. von Ach, berichtet, 61 Projekte werden in der Euregio umgesetzt. Ich habe jetzt da nur 3 drauf, die von besonderer Relevanz sind. Einerseits der Euregio Familienpass. Ich bin ja auch mittlerweile Vater von kleinen Kindern und ich sollte den irgendwo bei mir haben. Wir haben eine Karte, den Familienpass gibt es in Kärnten vielleicht auch, aber unser Familienpass, der Tiroler, hat auf der Rückseite die Euregio und damit bin ich einheimisch, wenn man so will, in Tirol, wie in Südtirol, wie im Trentino. Wenn ich mit meinen Kindern von Bozen nach Trient fahre ins Naturmuseum, dann bekomme ich dort den gleichen Preis wie die Trentiner Familien. Und das ist enorm wichtig, auch für ein Thema, und das könnte bei euch ein Schlüssel werden, wenn ihr zusammenarbeitet, die gemeinsame Identität. Fühlen wir uns als gemeinsamer Raum? Haben wir eine gemeinsame Geschichte? Sind wir unter Anführungszeichen ein gemeinsames Volk oder sowas Ähnliches? Und das sozusagen ist die Intention dieses Euregio Familienpass. 300.000 Karten sind hier im Umlauf und das stimuliert die Mobilität auch der Menschen in der Europaregion, weil man sich dann bewusst auch im anderen Landesteil etwas ansieht. Wir haben den Euregio Lawinenreport, ein Thema, wo wir erstmals sozusagen weggekommen sind, auch von den, sage ich mal, wichtigen, aber vielleicht nicht existenziellen Themen wie Organisation von Tagungen, Anfertigen von Studien und sonstigen Sachen, die alle im Kern wichtig sind. Aber hier haben wir das erste Mal einen Bürgerdienst, der täglich funktionieren muss. Weil es ist in Tirol undenkbar, dass der Lawinenlagebericht im Winter einen Tag ausfällt.
weil wenn am nächsten Tag 5 Lawinentote sind, dann kracht es im Gebälk. Da sind wir auch vor Gericht. Das ist Hochsicherheit bei uns, wenn man so will. Und hier haben wir unser System zusammengelegt mit Südtirol und Trentino, wird gemeinsam betrieben, technisch, wird natürlich von den Lawinenwarnern der einzelnen Länder befüllt. Und wir haben hier nicht nur die 3 Länder der Euregio dabei, sondern wir haben hier heute ein System, das in 7 Sprachen funktioniert. Es ist Open Source, wenn man so will, kann jeder nehmen. Wir haben den Lawinenlagebericht mittlerweile auf Spanisch, auf Aragonesisch, auf Französisch, auf Englisch natürlich, alles quer durch, Deutsch, Italienisch sowieso. Und der läuft in 11 Regionen. Wir haben aber nur 3. Alle anderen italienischen Regionen haben den übernommen und die kompletten Pyrenäen. Das heißt, dieses System, das von unserer Euregio entwickelt wurde, ist ein Exportmodell, wenn man so will, Sicherheitssoftware, die wir hier anbieten. Ein Projekt noch, weil hier seht ihr ja, dass im Logo auch Kärnten gelb leuchtet. Ihr habt einfach eine wunderbare Farbe in eurer Landesfahne, die sich da super eignet. Wir arbeiten auch mit Kärnten zusammen, zum Beispiel beim Projekt Fit for Cooperation, Interreg Österreich-Italien gefördert, wo wir gestern und vorgestern in Toblach in Südtirol gestartet sind mit 22 neuen Projekttandems, nennen wir das. Das sind Gruppen von Interessierten, öffentliche Verwaltungen, die ein konkretes grenzüberschreitendes Projekt als Idee zuerst reifen lassen zum fertigen Projektplan und dann in die Umsetzung kommen. Warum 6 Regionen? Weil dieses Programm natürlich nicht nur in Tirol, Südtirol, Trentino läuft, sondern es gibt parallel dazu auch eine Achse, ich nenne es immer die Kanaltalachse, da können die Italiener immer furchtbar wenig damit anfangen, aber Kärnten, Friaul und Veneto, und da werden auch 3 Projekte gemeinsam gemacht. Ein Thema ist zum Beispiel höchst interessant, dass italienische Bauern, die in Kärnten die Almen beweiden, eine Entschädigung bekommen, aber die österreichischen in Italien nicht. Und wie man diese rechtlichen Hürden und Hindernisse überwinden kann, ist total toll. Und auch die Wanderung morgen hätte in eines dieser Gebiete geführt, oder? Feistritz, glaube ich, auf der anderen Seite ist schon das Kanaltal dort. Gell? Genau. Ich darf noch informieren, es ist nicht auf der Slide drauf, aber wir arbeiten mit allen 3 Kärntner EVTZs gut zusammen, mit Senza Confini natürlich, die sind die natürlichen Partner, weil da sind die Länder drinnen. Euer Landeshauptmann Kaiser ist dort Präsident. Und es gibt den Geopark Karawanken, da durfte vor 2 Wochen vor einem Monat war es, durfte sogar eine Führung im Geoparkhaus auf der Betzen mitmachen durch einen Geschäftsführer, aber hochgradig spannend und interessant. Und es gibt noch die Alpine Pearls, die sitzen am Weißensee, die sozusagen nachhaltigen Tourismus machen. Da darf jetzt ich für mich als Bundesland Tiroler eigentlich den Auftrag mitnehmen, da gehören eigentlich Tiroler Tourismusgemeinden auch dazu, weil die fehlen. Südtirol und Trentino sind dort schon zusammen. Und wo wir auch schon zusammenarbeiten, und das wurde heute auch angesprochen, nur um das als Gedanken auch ein bisschen zu vertiefen, diese Zusammenarbeit zwischen Österreich und Italien ist natürlich unser Kern vom Gebiet her, aber wir sind hochgradig interessiert auch, was an den slowenischen Übergängen passiert, deshalb dieser EVTZ da im Kanaltal. Ich wurde heute im Kärntner Landhaus in der Europaabteilung, wo ich heute am Vormittag Termine hatte, darauf angesprochen, aber ich konnte nichts sagen und habe mir das auf die To-Do-Liste genommen, das heute hier auch anzusprechen. Vielleicht frage ich noch was dazu. Ich finde es toll, dass EVTZs gegründet werden. Wir haben auch bei uns in unserer DNA drinnen die Förderung neuer EVTZs. Wir unterstützen das. Ich darf berichten, wir haben einen EVTZ der Tourismusorganisationen, Tirol-Werbung ist sicherlich bekannt, IDM Südtirol und Trentino Marketing, die gemeinsam den Euregio Connect EVTZ gegründet haben. Die machen dort die Tour of the Alps, ein gemeinsames Radrennen, das natürlich auch touristischen Impetus hat, gemeinsam und überlegen jetzt, wie man auch bei touristischen Daten austauscht und so weiter grenzüberschreitend zusammenarbeiten kann, bis hin zu binnentouristischen Angeboten für die eigene Bevölkerung in der Euregio. Und was noch kommt, und das ist interessant, weil wir von den Lawinenwarnern gesprochen haben, auch dort tut sich was, also die haben eine internationale Arbeitsgemeinschaft und da könnte es sein, dass die sich auch als EVTZ gründen. Das ist unser Auftrag, das zu unterstützen, weil wir sehen, das braucht für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, braucht es geeignete Strukturen und der EVTZ ist einfach
sozusagen im öffentlichen Bereich das beste Instrument dazu. Nur der EVTZ ist ungefähr gleich spannend wie eine GmbH. Eine nackte Rechtsperson, die man durch Inhalte mit Leben füllen muss, und das darf nie der Markenname werden. Da haben wir ganz viel darauf gearbeitet. Der Markenname bei uns ist Euregio. Das steht für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Fragen aus dem Publikum, glaube ich, Günther, dann mit dir.